Das türkische Außenministerium verkündet erneut durch den Sprecher Hami Aksoy, wie die Rechte der Uiguren in Ostturkestan weiterhin verletzt werden und sich die Situation vor allem in den letzten beiden vergangenen Jahren verschlechtert hat. Wir wünschen allen gefallenen Märtyrern den Segen Gottes. Bei dieser Gelegenheit appellieren wir an China, von nun an die Rechte der Minderheiten zu achten und die Lager zu schließen, so Aksoy. Die Gemeinde der Gülbarha Hatun Moschee aus Trabzon betete und gedachte gemeinsam den Uiguren, welche seit Jahrzehnten durch die chinesische Staatsgewalt tyrannisiert werden. In New York wurde vor der chinesischen Botschaft für die Einhaltung der Menschenrechte demonstriert. Das Assad-Regime sowie Terrorgruppierungen mit Unterstützung aus dem Iran attackierten eine entmilitarisierte Zone und töteten dabei 5 Mitglieder einer Familie. Durch diesen militärischen Akt missachtete Assad die verpflichtende Einigung in Sotschi, in welcher es als klares Tabu definiert wird, eine entmilitarisierte Zone zu attackieren. Getarnte israelische Kräfte führten in der Jamal Abdel Nasser Moschee in Ramallah eine Operation durch, in welcher Hamza Ghanem, ein Mitarbeiter des Religionsministeriums sowie palästinensischer Stiftungen, verhaftet wurde. 3 Palästinenser wurden bei der Aktion verletzt. Anatoli Antonov, ein russischer Botschafter in Washington, plädiert für eine gute Vorbereitung, sollte ein Treffen zwischen Putin und Trump stattfinden. Um einen normalen Dialog zu führen, sollen die Vereinigten Staaten von ihrer Ultimatum-Rhetorik ablassen.